Das ist mein ganz groß Freude. Ich haut hier als Rapporte den Projekt de loi 840 können zu präsentieren. Ein Projekt, den auch von der vierten Regierung der 4. Juli 2022 deposiert ginas. Geht bei diesem Projekt de loi die Harmonisierung von den ähnlichen Karriere von den Funktionären und Employés d'État, das schon mir lang ein Sujet ist. Das ist ein Projekt de loi, mengen ich, ob den ganz viele Leute schon lange und ungeduldig werden, auch hier am Haus sind Menschen Leute, die darüber froh sind, wenn die gestimmt ist. Erlaubt mal kurz das Projekt in den Kontext zu setzen. Am Akkord salarial zwischen der Regierung und der CGFP von 2016 wurde festgehalten, eine Etude zu lancieren, für die Karriere inferieur beim Staat zu harmonisieren. Dann sind die verschiedenen Inkohärenzen hinsichtlich der Konditionen d'accès, der Indemnité von den Stagen, der Konditionen vom Klassement, der Strukturation von den Graden und der Entwicklung von der Remuneration der Base auch überschafft gehen. 2021 hat die Regierung am Kader vom demolischen Akkord salarial sich mit der CGFP auf eine Harmonisierung von der Gesetzgebung über die Karriere inferieur bei den Funktionären und Employés d'État geeinigt und go festgehalten, dass nach zwei Gruppen de Traitement, respektive Gruppe d'Indemnité zu haben, nämlich eine Gruppe C1 und eine Gruppe C2 am Platz von den heutigen C1, C2, D1, D2 und D3. Der finalen Akkord zwischen der Regierung und den 21 Memberorganisationen von der CGFP, die ähnliche Karriere vertreten, gouf der 14. Januar 2022 unterschrieben und das schon folgende Elemente von dieser Reform geeinigt gehen. Erstens, dass die aktuellen Kategorien C und D durch eine Kategorie C mit zwei Gruppen de Traitement oder d'Indemnité C1 und C2 ersetzt gehen. Zweitens, dass die Gruppe de Traitement C1 und C2 jeweils 5 Graden enthalten, wovon die 3 erst dem Niveau general entsprechen und die 2 letzten dem Niveau superieur. Und drittens, dass die Gruppe d'Indemnité C1 und C2 4 Graden enthalten sollen, wovon die 3 erst dem Niveau general entsprechen und die letzten dem Niveau superieur. Mobilität für verschiedene Karrieren zwischen Administrationen wird dann noch durch diese Harmonisierung mehr einfach gemacht. Des Weiteren wird mit diesem Projekt ein Tableau indiciaire reaménagiert, an dem es die bestehenden Graden an Echelon von der Karriere inferieur durch neue Grien ersetzt. Damit sollen die Werte von der Augmentation an Echelon innerhalb von den verschiedenen Graden harmonisiert gehen und evitiert gehen, dass es Interferenzen von verschiedenen Graden vom Gruppe C1 mit denen vom Gruppe B1 gibt. Changements, die dieses Projekt unter bestehender Gesetzgebung enthält, können aber nicht von Haut auf morgen in Kraft treten, und aus dem Grund sind noch eine Reihe Mesure transitoire vorgesehen. Die betroffenen Agenten geben mit Rücksicht auf ihre Anciennität an den Grad vom neuen Tableau indiciaire klassiert. Die Agenten, die aktuell noch am Stage sind, behalten ihre Salär, falls durch diese Reform ihre Salär aufgehen gehen. Den Agenten, die ihre Karrierechancen durch ein Agencement auf 5 Grad von den Gruppen C1 und C2 beeinträchtigt gehen, könnt ein double Echelon zu gut für eventuelle Verluste am Salär zu verhindern. Schlussendlich muss die Harmonisierung von der Struktur von den ähnlichen Karriere begleitet gehen von einer Harmonisierung von Dispositionen, die Promotionsexamen betreffen. So wird mit dieser Reform just ein einziges Examen der Promotion für die verschiedenen Zugruppen gelten, an den Delay für zu dem Examen zugelassen zu gehen, wird einheitlich ob mindestens 3 Jahre Nomination festgelöst. Ich komme dann los zu dem Avis vom Staatsrat und von der Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics. Herr Präsident, die Damen und Herren, die Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics hat am 12. Dezember 2022 ihren ersten Avis zu diesem Projekt gegeben. Aus diesem Avis geht hauptsächlich dafür, dass Staatsbeamte das Projekt begrüßt, als sich zufrieden weist über das Ajustement von den verschiedenen formellen Inkohärenzen wie auch dem Alignement von der Prime d'Astreinte für die Kantonieren, so wie das an einem Akkord vom 11. März 2021 beschlossen ist. Sie hat aber zu bedenken gegeben, dass die Initialversion von der Reform trotz ihrem Regime transitoire verschiedene Agenten, und zwar vor allem die an den Gruppen C1 und C2 reklassiert gehen, kein benötigen. Des Weiteren hat sie zum Ausdruck gebracht, dass für sie diese Reform auch für den Gemengesektor gelten soll, weil so Inegalitäten evitieren geht, als Probleme an der Mobilität zwischen den Administrationen beheben können.
Den 24. November gouf de Projekt unzrä an d Kommission verwiesen. Der Staatsrat huet den 12. Dezember 2023 sein echten Avis zum Projekt gin an de pure Opposition formellen zum Ausdruck brucht. Eng echt Opposition formell war dem Fakt geschëlt, dass man am Projekt verschiedene Prim das Trante weiter iwwer Reglement grundikal akkordéiert hätte kennte gin, werd aber net konform zu unserer Verfassung wie. Laut der Remuneration an der Fonction publique eng Matière reservé à la loi ass. Der Staatsrat huet an diesem echten Avis dann auch zu bedenken gehen, dass Regime transitoire für die Agenten vorgesehen soll, die schon eine Prozedur de Changement de Groupe d'indemnité ou de Traitement über Tor Express angefangen haben. Weil ohne so ein Regime transitoire gegen Gleichheit für ein Gesetz eventuell nicht respektiert gehen. Eng weitere Opposition formell vom Staatsrat wird der generelle Retroaktivität gegolt, die für allem am Artikel 50 vom initialen Projekt vorgesehen war, an het Go verlangt, das mehr klar zu regeln. Den 2. August 2024 wird der neue Minister für die Fonction publique Serge Wilmes Amendementer deposiert, für die Opposition formellen an der logistischen Observationen vom Staatsrat Rechnung zu drohen. Den 13. September 2024 wird Staatsbeamte ein Avis komplementär aufgehen, woran sie begräßt, dass verschiedene von ihren Observationen aus dem ersten Avis von den Amendement Gouvernement berücksichtigt sind. Mir bedauert aber gleichzeitig, dass verschiedene Probleme bezüglich der Entwicklung von den Karrieren an den Inegalitäten am Traitement nicht aus der Welt geschaffen sind. Das Amendement da goufen dann auch vom Staatsrat avisiert, den den 20. Dezember 2024 sein Avis komplementär gehen wird. Den 3. Januar für das Jahr 2025 wird die Kommission für die Fonction publique die verschiedenen Avisen analysiert. An einer weiteren Reunion von der Kommission den 6. Februar von diesem Jahr goufen eine Reihe Amendement Parlamentären zu diesem Projekt angeholt, die sich für allem auf die Observationen am Avis von der Staatsbeamte beziehen, aber auch für die Erhöhung von 7 Punkte für die Post à responsabilité particulière an Fonction Dirigeanten umzusetzen, die entretemps mit Accord salarial vom 29. Januar des Jahres beschlossen ist. Die Staatsbeamte kommen heute den 10. März ihren 2. Avis komplementär gehen, an dem sie wiederhält, was sie schon an ihrem 1. Avis gesagt wird, aber gleichzeitig approviert, dass das Amendement parlamentäre verschiedene von ihren Observationen Rechnung dreht. Den 2. Avis komplementär vom Staatsrat kommt der 25. März 2025. Daran wird die Heichkörperschaft zu bedenken gehen, dass es präferabel gewesen wäre, die Umsetzung von Punkt 2 vom Accord salarial von 25, also das Jahr, nicht an diesem Projekt zu mehr ein Projekt de Loi Nummer 8510, den wir ja noch gesehen, dem sein Objekt die Umsetzung von den Punkten 1 und 2 vom Accord salarial vorgesehen. Schlussendlich gouf der Rapport von der 4. April von der Fonction publique Kommission ugeholt. Für all weitere Details verweisen ich auf den schriftlichen Rapport. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich sage vielmals merci für die Aufmerksamkeit. Wir kommen dann zu meiner Prise de Position am Namen von der CSV-Fraktion. Ich kenne schon einmal dann natürlich den Akkord von meinen Kollegen von der Fraktion von der CSV an. Was lange währt, wird endlich gut. Das deutsche Sprichwort passt ganz gut auf dieses Projekt de Loi. Ein Projekt de Loi, wo viele Leute nicht mehr darüber gelebt haben, aber wo viel Geduld und Ausdauer nötig waren, aber wo aber ein ganz gutes Resultat schlussendlich für die Konzernierten rauskommt. Als CSV begrüßen wir ausdrücklich die Harmonisierung von den ähnlichen Karrieren von den Staatsbeamten und Employés de l'État, weil der erlaubt, von aktuell 27 Karrieren auf Schluss nach 4 Euro zu kommen. Mir hauptsächlich erlaubt dieses Projekt de Loi erstens eine ganze Reihe Unkohärenzen am Niveau von den aktuellen ähnlichen Karrieren zu eliminieren, zweitens eine viel mehr transparente und gerechte Struktur von diesen Karrieren zu schaffen, drittens erlaubt es Harmonisierung eine substanzielle Vereinfachung von der Gestion von den einzelnen Dossieren und Karrieren. Viertens erlaubt es Harmonisierung auch eine Reihe Barrieren aufzubauen, die bislang verschiedene Agenten schwer gemacht haben, für ein Changement d'Administration zu realisieren. Und schlussendlich fünftens geht Mobilität intern an der Fonction publique so für diese Karriere viel mehr einfach gemacht, was zu einem mehr modernen und attraktiven öffentlichen Dienst führt. Zusammen mit dem neuen Gehälteraufkommen am öffentlichen Dienst der Regierung an der CGFP, was 29. Januar des Jahres geschrieben wird, wird dieses Projekt de Loi über die Harmonisierung von den Karrieren helfen, die Attraktivität von unserem exzellenten öffentlichen Dienst zu Lützeburg weiter zu stärken.
Die Importanz von diesem Projekt de loi weist sich, wenn ihr bedenkt, dass das Harmonisierung mehr wie 5000 Agenten betrifft, so Chiffre von 2022, von 3800 Funktionären. CSV begrüßt auch, dass die Regierung an diesem Dossier mit Cap gemacht hat und es so erlaubt hat, dass die viel betroffenen Agenten die Anerkennung kriegen, diese Verdingen für all deren exzellenten öffentlichen Dienst hier im Land zu garantieren, und das besonders für den Hintergrund von solchen sozialen Unruhen und Konflikten, die an unseren notbeschländerer Moment den öffentlichen Dienst betreffen. Schlussendlich ist auch für CSV aber auch ganz wichtig, nur der Adoption von diesem Projekt de loi so sehr wie möglich Transposition auf den kommunalen Sektor zu garantieren. Und da haben sowohl der Minister von der Affaires Intérieures wie der Minister von der Fonction publique sich klar für eine sehr Applikation auf den kommunalen Sektor ausgeschwert, für die viel zu lange Umsetzung aus der Vergangenheit so aus der Welt zu schaffen. CSV ist froh, dass das wichtige Projekt de loi heute wird hoffentlich gestimmt gehen an so zu einer stärker Verbesserung von der Situation für vielen Agenten am öffentlichen Dienst beiträgt an Ginheimer der gerne nach Moldener Kaufenhäuser Fraktion. Und ich so nicht viel muss merci für Aufmerksamkeit.